Hey meine Freunde, hoe is het van jou? Vandaag wil ik nog een Geschichte vertellen. Vandaag wil ik een Geschichte vertellen van Skluwen. Dort geben so viele Geschichten von Skluwen. Und ich habe ein klein bisschen Geschichten lesen von Skluwen von 1800. Und 1800 wurden so viele dunkle Menschen von Afrika festgenommen und die wurden in die Städte gebracht und die wurden verkauft als Skluwen. Und das sind so treue Geschichten, man wie die Geschichten lesen dann. In Afrika gibt es so viele Menschen, die leben nur im Frieden, die haben große Familien, aber man einmal hastig, dann wurden viele von diesen Familien festgenommen und die wurden in die Städte gebracht. Und wenn man sich ein klein bisschen vorstellt, ist eine Familie, die haben vielleicht 8 Kinder, von groß bis klein. En de lieden zijn daar thuis en maar eenmaal hastig komen de Hermannen aan met grote rifles. En die nemen deze ganze familie daarvoor. Die brengen ihre Heimtaup, die ouderen met de kinderen, alle. En die worden alle nog meegebracht. En door die meer, door een grote schap, door worden alle aangebracht. En door worden zeer viele mensen, ze staat vastgenomen. En op een schap nog, en dan worden met een schap even een voet gebracht naar de stad. En die worden zeer slecht behandeld. En je weet op een schap, die kregen meestal te eten. En viele kregen zeer dergelijke schap, wanneer je een onweer naar huis wordt. Die mensen worden door met spitsen bloos zeer dergelijke knoot. Wanneer je gefährliche Menschen machen werden, mit die Steuche, ist dort, einzelne von den schmeiden, die bloß einfach vom Schap rauf und Futter nehmen und die mussten dort verdrängen. Und so waren Dutzende Menschen, dunkle Menschen von Afrika in die Städte gebracht. Und wenn die in die Städte waren, da hatten die große Speckerchen, da waren die Bahn eingestappt. Die ganze Familie waren da eingestappt, große Dutzende Menschen waren, sie standen in die Städte gebracht. Und dann wurde die Utrecht gemerkt, in den Städten, da in die Utrecht merken, und da waren diese Menschen verkauft als Skluwen. Und da waren Familien, die wurden ihnen eingereden. Ein Mensch, der kauft sich den Mond, einer, der kauft sich den Früh, ein anderer kauft ein Kind, und so waren die ganze Familie ihnen eingeredet. Und viele von denen haben sich niemals mehr zu sein gekriegt, niemals mehr getroffen werden. Die wurden auf der ganzen Stadt verschlagt. Und so ist dort passiert, viele Menschen wurden in der Stadt von Afrika. Und ich will Ihnen nur eine Geschichte erzählen von einem jungen Jahr, wo man das passiert ist. Diesem Jahr wie auch am Utrecht, das soll auch verkauft werden. Und du auf diesen Utrecht, du hast einen Mann, ein christlicher Mann, und den gefällt das nichts, was in der Stadt umgeht, dass die Menschen wollen, das dort verkauft. Und er geht am Utrecht und bekriegt sich ein bisschen die Menschen. Und dann sitzt er dort, das ist ein junger Jahr, ein sehr schmacker Jahr. Und der wird auch bald verkauft worden, der steht da alle in der Lane, wo das der Utrecht nimmt. Da tun die Menschen da einfach utrauben, sonst wenn wir würden auf dem Feuer utrauben sein, oder eine Bereitschaft utrauben, sonst dort worden die da verkauft werden. Am ersten geben die können die mitnehmen. Und nun sind das Monat da, hier sind ein Gruppe Männer, die erholen sich hier von diesem Jahr. Und die sagen alle, das sei wollen sich die Kirchen. Und diese Männer, das sind nicht gute Männer, die vertrauen davon, was sie mit diesem Jahr wollen. Wie viel Fahnen da was geben, wenn sie die schon gekauft haben. Und was im Jahr alles was man tun. Und das Monat heute den lang, wo diese Männer einen Plan haben mit dem Jahr zu tun. Und dann denkt das Monat, in diesem Jahr, der war eigentlich heute. Das ist mir dann, was ich mal tun für die, aber ich war für die beiden und ich war die heute. Und er war auch da. Das Monat war auch so lange, was die uitgerookt wordt. Und diese Männer alle, was hier gesprochen hat, die beiden auch alle für die. En diesem Jahr was er hier. Und er wird immer dieren und das soll viel dieren aus dem gewöhnlichen Skluwen sein. Und das Monat bleibt bei beiden. Und schließlich, der andere hier auch mit beiden werden, das soll sehr dier worden. Und das Monat kauft sich das. Als ich diesem Jahr gekauft habe, dann sagt die Utrecht, dass das im Jahr alles verkauft. Für einen Preis, sehr dier Preis, das sei dier geworden. Und dann tun sie ein Papier mehr. Heute kriegt ein Papier dafür, dass ich das im Jahr gekauft habe, dass er die Sinne ist, dass er sein Skluwen ist.
die Menschen dann, wenn die ins Klug hätten, dann die kriegen Papier, kriegt es von der ersten Tag von erst wieder ein bisschen Feuchtigkeiten, die machen eine Faktura mehr ungefähr, und so wird das dann. Das Monat kriegt die Faktura für das Jahr, was er gekauft hat, und er nimmt sich den mit nach Haus. Aber diesem Jahr wir sehr nervös. Der hat Angst. Sie wissen dort zuerst verkauft aus dem Skluw. Und sie ist dort hingewiesen, der Mann, der sagt, dem Jahr, der soll sich nicht grülen. Sie wird dort Fan haben und probiert zu bereden. Aber der bleibt sehr nervös diesem Jahr. Und das Mann, der spart erst mit seiner Familie. Dann bringt er das im Jahr näher und dann sagt er seiner Familie dort, ich habe das im Jahr gekauft. Und wir wollen die in unsere Familie annehmen und wir wollen die gut behandeln. Das soll nicht ein Skluw sein, aber das kann einer von unserer Familie sein. Und es ist im Jahr schwer, die können sich buden, reine Kleider umtragen, sie geben die Kleider und alles und behandeln die sehr fein. Und die fängt das an Schein zu gehen. Aus diesem Jahr, du nachher zuerst in dieser Familie warst, die ja du sehr schön, weil sie durch ihr läuft und so weiter. Ein Tag sagt das Mond in diesem Jahr, so, irgendwie wollen wir einen Notario wangen. Wir wollen wangen ein Papier machen, dass du nicht ein Skluw bist. Du bist frei, ich habe dir gekauft, dass du eine freie Person bist. Und sie dort, sie wangen den Notario durch, und sie schauen durch das Papier machen, dass diesem Jahr gekauft ist, und dass das aber nicht ein Skluw ist, das freie Lohn, das ist eine freie Person. Als sie das Papier schauen, das Notario die Papiere angehändigt hat, dann darf das Mann im Jahr die Papiere und sagt er, hier, das sind deine Papiere, aber das kannst du abweisen, dass du nicht ein Skluw bist. Du bist eine freie Person, du kannst hier bei uns bleiben, wenn du willst, du kannst in unserer Familie bleiben, wir nehmen dich ab als eine von unserer Familie, aber du bist frei, wenn du nicht was hier bei uns sind, du kannst warten, wo immer du bist. Diesem Jahr wir sehr, sehr schaftig. Das freut sich so sehr, was das Mann für euch tun hat. Und der knallt sich bevor der Mann durch und sagt, weißt du was, ich will Lebenszeit in deiner Familie bleiben. Du hast einen derer Preis getan für mich und ich will ihn tun, solange ich will leben. Ich bin so dankbar für das, was du für mich getan hast. Und das bleibt, für Lebenszeit bleibt er in dieser Familie. Das ist so weit aus diese Geschichte ist von den Skluwen. Aber mein Freund, nu wil ik die ook nog wat vertellen. Eigenlijk wil nog Skluwen. De Bibel die sagt, dat wir Skluwen, wir werden in Sinn geboren und wir werden in den Sinn verskluft. Wir werden kriegt so Skluwen, weil wir nicht werden so verskluft, als die Skluwen von der Straße sind, aber wir werden am Geistlichen verskluft. Und wir können uns niemals selbst raten, niemals selbst frei werden. Und weißt du was, Jesus, er sagt, was mit den Menschen wird passieren, Jesus, der weiß, was der Feind im Plan hat mit uns. Er weiß, dass der Feind will uns in den Hallen bringen und uns durch alle Ewigkeit einmal bei uns quälen. Das wird der Feind sein Plan mit uns will. Und Jesus sagt, ich will das nicht tun. Ich will einen Preis tun für die Menschen. Ich will mit den Menschen scheiden, die frei machen. Und es ist doch passiert, Jesus, der kam auf diese Welt. Er wird geboren, so wie auch alle geboren sind. Und er gibt sein Leben für uns. Er betont so der Preis, dass wir frei werden. Er will sein Leben zu geben, um uns frei zu machen von den Feind und von der Hölle. Und wir dürfen nicht mehr versklavt sein. Wenn wir das annehmen, was Jesus für uns betont hat, dann merkt er uns frei. Wie können wir uns frei werden, wenn er dafür betont? Jesus hat einen sehr teuren Preis getan, dass wir nicht dürfen versklavt sein. Und ich will hier was Forschen lesen, was die Bibel sagen hat. Und das sind sehr wertvolle Forschen. Und in Johannes Kapitel 8, Vers 36, du sagst, das ist das. Du wen, wenn die Seelen frei machen, dann sind die wirklich frei. Hier redet von Jesus. Wenn der uns frei machen lässt, dann sind wir uns frei. Und dann sagt er in Galater 4, Vers 1, dann blieb nu in der Freiheit, wo der Christus uns verholfen hat, und lud je nicht wahre frisch verskluwen. Also wir sollen in der Freiheit bleiben. Wir sollen annehmen, was Jesus getan hat, und dann in dieser Freiheit bleiben.
En ik ben met viele Menschen in Kontakt, wie mijn YouTube-channel, wat ik heb. Viele Menschen schrijven mij en zeggen jetzt, viele Menschen vragen mij, wat heb je Jezus aannemen? Ik heb al viele dort erklärt, wo wir Jesus gaan aannemen. En Jezus heeft het zo einfach gemerkt, als het worden kon. Jezus heeft den Preis getut für uns. Und wenn wir dort glauben, dort annehmen, dann waren wir frei. Und in Johannes Kapitel 3, Vers 16, da sagt er, dass Gott wie die Welt so gut, dass er sein einziger Sehen gibt, dass alle, die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Also Gott hat sein Sehen auf diese Welt geschickt, dass wir nicht darin verloren gehen. Dass wir können das ewige Leben haben durch an. Aber was haben wir das tun? In Johannes 1, Vers 12, du sagst, es ist das all die am abnehmen und an seine Namen glauben, jedenfalls immer Gott seine Kinder zu werden. Hier redet es davon, dass wir jedes Mal abnehmen, dass wir einmal annehmen, dass wir frei werden. Und ich habe hier mal jemand explained, wo ich das mal leid. Und ich will das hier auch sagen, ich will dir das von der vertellen, wo ich das mal leid, dass wir sehr einfach, wo ich das leid. Ich bin in eine sehr schwere Lehre angerufen. Ich fing von sehr jung an zu trinken. Und ich geruht in Drogs an. Ich habe für 5 Jahre Drogs gebraucht. Und ich bin dann verskluft. Und ich bin auch ein Skluw geworden. Und ich komme mal zurück. Ich wollte hier zurück, weil ich lebe in einer sehr schweren Welt bin. Und ich weiß nicht, wo ich zurückkomme. Aber ich fing an, in christliche Radiostation zu hören, als ich auf der Stabschaffen habe. Und du wie ein Prediger, der redet einmal von, und er mir das sehr klar, und er sagt einmal, Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Und er sagt einmal, wenn wir Jesus annehmen, dann merkt uns frei und der ändert uns an. Und dann, was wir getan haben, das Kreien, und was von der großen Sinn wir getan haben, oder was wir alles getan haben. Jesus hat das alles betont, und er kann uns davon frei machen. Und er sagt diese Botschaft, es ist dort horchen, und der Prediger einmal war, dass Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Dann ein Tag, dann sage ich zu Gott, ich sage, wenn das so ist, wo das Prediger einmal über Radio sein, dass Jesus kann einen Mensch frei machen und der kann einen Mensch umändern, ich sage, dann ändere mich an. Ich will gar nicht so leben, mein Leben ist, wo ich bin. Ich will gar nicht Drogeriktor sein, ich will gar nicht Trinker sein. Wenn das so ist, was der Prediger einmal sagt, merkt mich frei. Das wird, was mein Gebet wird. Gott, wenn das so ist, was der Prediger sagt, und Jesus kann einen Mensch frei machen, dann merkt mich frei, ändere mein Leben an. Und weißt du, was passiert wird? Ich kann den Frieden in mein Hart nehmen und Jesus macht mich frei. Der macht mich so hastig frei. Von Trinken, von Drugs, von allem weise Leben hat er mich frei gemacht und ich habe Frieden in mein Hart. Und da kannst du auch, du kannst auch zu Jesus sagen, wenn das so ist, was ich gesagt habe, wenn das so ist, dann ändere mein Leben an. Komm in mein Leben an. Ich nehme die an als mein persönlicher Heiler. Und Jesus, der hat das versprochen, dass er das was tun. Er wird keinen Rücksteigen, wer noch ankommen wird. Kein dann, wo du die Fallen lässt, was du alles getan hast. Aber wenn du nicht Jesus kommen lässt und sagst, mir der das Leid, was ich getan habe, und mich viel anzuändern, ändert du mir an, wenn ich kann das alles nicht tun. Jesus wird das tun. Wenn er will haben, dass du sagst, wenn du gestärkt bist auf das Leben, dass du wirst bei arm im Himmel sein, für die ganze Ewigkeit. Und nicht mit den Feind in der Haus sein. Den Feind sein Plan ist, die alle Seen vorzustellen, die alles vorzustellen und die Toten mehr. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, dir das Leben zu geben und dass die das voll abhaben. Hey, mein Freund, denk je mal über nach. Und dann sehen wir uns in den nächsten Video.